Der Paulus sagt, da in dem Vers, im Übrigen, ich bin persönlich überzeugt, ihr Lieben, dass ihr durchaus in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Und das glaube ich auch. Und darum habe ich den Eindruck, muss ich gar nicht so viel jetzt noch zusätzlich sagen. Ich glaube, ich habe ganz viel, die einen sind schon von Kind auf mit den Eltern geprägt worden, nach Kids-Treff und Kids- und Teenie-Days und weiss nicht was. Leute, die euch vielleicht auch mitgeprägt haben, die ihr schon mitbekommen habt. Ich habe schon ganz viele Sachen mit auf den Weg bekommen. Ich habe wirklich eigentlich Freude gehabt, weil ich weiss, es hängt nicht an von jemandem ab wie mir. Und ich weiss auch, dass ihr schon ganz viel selber in der Lage sind, das zu tun, was gut und richtig ist. Und das sagt der Paulus, ihr habt auch die nötige Erkenntnis. Und doch hat es einen Punkt, und den möchte ich heute ansprechen, und es geht genau um die Erkenntnis. Wir Christen, wir sind manchmal voll von Erkenntnis. Und die Frage ist, was ist das für Erkenntnis? Wir wissen so viel. Und ich habe auch so viel von mir gehört und von anderen, wo noch vielleicht denken, boah, ja, das stimmt. Und dann geht man heim und es bleibt beim Gleichen. Ich glaube, unser Problem ist nicht, dass wir nicht genug gehört haben oder dass wir nicht genug Theorie haben, teilweise. Sondern dass wir manchmal unser Wissen irgendwo mega lang hat, bis es irgendwo in unsere Hände und in unsere Füße, in unsere Redensart, in der Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen, übergeht. Erkenntnis. Ich möchte dich mega ermutigen, dass du an der Erkenntnis wachsen darfst, dass du Gott sagst, Herr, ich möchte an der Erkenntnis wachsen. Aber an der Erkenntnis nicht so, wie wir es ganz häufig heutzutage verstehen. Erkenntnis ist in der Bibel eher weniger das gemeint, so quasi, du hast eine große Birne, du weißt ganz viel, Bibelwissen so, du kannst fast nicht mehr laufen, weil du so einen Kopf hast. Nein, Erkenntnis ist in der Bibel dann Erkenntnis, wenn es vom Kopf oder von den Ohren mal ins Hirn gegangen ist, dort mal Rata gemacht hat, der Heilige Geist noch ein bisschen die Soße dazugegeben hat und nachher geht das in den Körper rein und bekommt Hand und Füße. Das ist Erkenntnis. Das ist übrigens in der Bibel auch, was die Bibel mit Glauben versteht. Glaube ist erst dann, wenn unser Wissen Hände und Füße bekommt. Der Petrus hätte dem Jesus noch lange sagen können, Jesus, mega cool, dass du vom Wasser mir entgegenkommst. Ich glaube mega, dass du, wenn du sagst und ich das auch machen kann, glaube ich, dass es klappt. Und es wäre so cool gewesen, wenn Jesus ihm gesagt hätte, hey Petrus, komm. Und der Petrus sagt, was? Ich soll jetzt aufs Wasser? Nein, ich glaube, ja, logisch glaube ich das, Mann. Jesus, hey, du bist doch groß, du bist ja Gott, ich glaube das. Aber auf das Wasser zu gehen? Nein. Ich kann ja nicht schwimmen. Aber Jesus läuft ja auf dem Wasser, für was musst du schwimmen können, glaubst du nicht? Und das ist genau der Punkt. Unser Glaube, unsere Erkenntnis bleibt manchmal dort hängen, dass wir in der Theorie vieles wahr haben. Und in einer Predigt sind und denken, yes, recht hast, ich nehme einen neuen Vorsatz im neuen Jahr. Und irgendwo versandet es. Schizophrenie. Ich glaube, dass Christsein und Jesus nachfolgen durchaus etwas mit Crazy zu tun hat. Es ist völlig durchgeknallt, wenn wir unseren Menschen, die Gott nicht kennen, versuchen zu erklären, wie cool es ist, eigentlich mit Gott unterwegs zu sein. Ich tue mir recht schwer, teilweise, um das einfach so zu Wort zu bringen, weil ich finde es auch nicht so cool, dass wir crazy sind. Also ich finde es nicht, dass die Leute denken, ich bin durchgeknallt, das ist jetzt vielleicht etwas, was selten Leute cool finden. Aber ich meine jetzt nicht das, dass Christsein eigentlich wirklich etwas auch mega gegen den Strom ist von dieser Welt und eigentlich von dem her schon recht crazy ist. Ich wollte kurz zum Thema Schizophrenie reden. Ich habe mich da beim Vorbereiten nochmal auseinandergesetzt, habe geschaut, was sind so Definitionen. Und ich möchte gerade noch etwas vorausschicken. Ich möchte mich nicht lustig machen über die Krankheit. Das ist wirklich eine krasse Krankheit und es ist mega tragisch, wenn jemand das hat. Aber ich finde, es geht ganz gut verdeutlichen, was wir häufig auch in unserem Alltag haben. Trotzdem habe ich dann noch gemerkt, ich habe verschiedene Orte nachgeschaut, wegen der Definitionen ist gestanden, Schizophrenie wird fälschlicherweise oft mit Persönlichkeitsspaltung in Verbindung gebracht. Ich dachte, blöd, das habe ich ja genau jetzt gedacht. Über das habe ich reden.
Also da wird dann gesagt, Schizophrenie hat nichts mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Aber ich tue es jetzt trotzdem, was so im Volksgebrauch gebraucht wird unter Schizophrenie, tue ich jetzt über das reden, obwohl das Wort eigentlich nicht stimmt, habe ich nachher gemerkt. Was meine ich damit? Wir sind manchmal wie gespalten. Wir haben ganz vieles, was wir wahr haben, aber was in unserem Leben eigentlich nicht eine Realität ist. Hey, wir reden alle so cool davon, dass, ja logisch, Jesus nachzufolgen ist eine Sache von alles oder nichts. Wir haben, weiss nicht, wie viele Inputs gegeben in der Zeit, wo wir vor 7 Jahren, wir haben immer wieder, habe ich plötzlich gemerkt, das haben wir ja schon mal den Titel, aber egal, All In. Haben wir 2-3 Mal gehabt, haben Sie vielleicht auch gemerkt. Es war immer ein anderer Redner und darum ist es nicht so aufgefallen. Aber das ist ein mega wichtiger Punkt vom Jesus nachfolgen, All In. Und wir sagen alle, hey, auf jeden Fall, wenn man Jesus nachfolgt, musst du einfach All In gehen. Und dann kommt unser Alltag, wo es um kleine Sachen vielleicht geht, wo es darum geht, stehe ich zu Jesus, zu dem, was er sagt. Und plötzlich sind wir nicht mehr so all in. Das Einzige, was wir all in probieren, ganz häufig, ist unsere Fassade schön zu behalten. Es kann sein, dass ich irgendwo, wenn ich draußen bin, ganz anders rede. Wenn ich da reinkomme, gebe ich mir mega Mühe, dass meine Fassade voll fromm wirkt. Und es ist mega anstrengend, weil man probiert dann mega seine Fassade da aufrechtzuerhalten und man kämpft da bei sich rein und merkt, hey, es verhebt nicht. Und das ist ein Kampf, wo wir, glaube ich, alle drinstehen. Der Paulus hat den Fall das auch schon beschrieben. Und ich möchte jetzt dir nicht, dass du den Eindruck hast, was bin ich jetzt, macht der Daniel noch zum letzten Mal wirklich fertig und gibt mir ein schlechtes Gewissen und oh Mann, gut, dass er geht. Um das geht es mir nicht. Aber ich möchte dich auf eine Realität hinweisen, wo eine Realität ist, wo so der Paulus, wo jetzt da viel weiter unten in der Rangfolge, irgendwo ich und auch du, jeder von uns auch damit kämpft. Nämlich, der Paulus hat schon gesagt, das tut mich mega beruhigen. Der Paulus hat gesagt, das, was ich machen will, das mache ich nicht und das, was ich nicht will, das mache ich. Kennen ihr vielleicht? Das ist genau das, was ich meine. Wir sagen etwas ja, aber wenn man die Praxis anschaut, wenn man geschaut anschaut, sagen wir nein. Und das ist der Kampf von unserem alten Mensch und von unserem neuen Mensch, der von Jesus mehr und mehr geprägt werden soll. Und es ist nicht das Ziel, dass du jetzt heute mit einem schlechten Gewissen aus dem Ding gehst und denkst, was auch immer. Nein. Aber bist dir bewusst, dass das Ziel ist von dem und Jesus nachfolgen, und das ist das, was ich dir wünschen kann, ist das, was du weißt, dass du Jesus bittest, Herr, hilf mir, dass das in meinem Leben eine Realität sein darf. Dass ich nicht einfach eine Theorie lebe, sondern dass Jesus nachfolgen. Ich bin total überzeugt, das ist mega cool und ich erlebe es in meinem Leben. Und ich bin immer mehr motiviert, um zu sagen, ich möchte noch mehr all in gehen, weil ich, je mehr ich das mache, erlebe, dass es wirklich verhebt, was Jesus sagt. Aber ich weiß auch, ich kann dir das noch lange erzählen. Und du wirst denken, ganz nett. Wenn du das nicht selber probierst, wirst du es nicht erleben und du wirst dich immer fragen, warum ist vielleicht Christi so mühsam? Ein einfaches Beispiel, das das vielleicht auch ein bisschen verdeutlicht. Warum es eigentlich nicht anders geht, warum es so mühsam ist. Ich habe mal, in Spanien, in Kroatien, wo wir da mal im Camp waren, da habe ich dort so eine Schulung gemacht, haben wir so einen Workshop können besuchen, wie wird man fit, um einen Marathon anzubringen. Ich habe nie einen Marathon geschafft, ich bin bei der Theorie geblieben. Aber ich habe gefunden, es ist noch spannend, ich bin gerne ein bisschen joggen gegangen und habe dann dort einfach gehört, wie man es machen müsste. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwann einmal, ich werde jetzt in nächster Zeit Dutzende von Kilometern zu Fuß unterwegs sein, aber das ist noch nicht rennen. Aber der Punkt ist, wenn du willst, sag jetzt mal 10 Kilometer schaffen oder einen Marathon, dann musst du all in gehen. Dann musst du täglich trainieren. Einen Tag mehr, dann mal einen Tag ausruhen, dann mal einen anderen Tag wieder mal anders und musst täglich oder immer wieder konstant dran sein, um das zu üben. Es nützt dir nichts, wenn du sagst, ich würde so gerne mal einen Marathon laufen, ich will das Feeling mal haben, da 40 Kilometer geschafft haben und dann durchs Ziel zu laufen. Zunge am Boden, aber ich habe es geschafft. Wir müssen voll reingehen, damit das weckt. Ich habe eine Zeit lang ein bisschen gejoggt. Jetzt, als ich gewusst habe, dass ich dann auf Panama gehe und dort einen Haufen rumlaufen muss, habe ich aufgehört, Sport zu machen. Habe anders gehabt und habe gefunden, meine Kilos kann ich dann dort abarbeiten. Hat nicht mehr so viel zu essen wahrscheinlich.
Aber als ich angefangen habe zu joggen, das war am Anfang eine mega mühsame Sache gewesen. Und mit der Zeit, als ich so reingekommen bin, war es einfach cool gewesen. Und wenn ich es mal nicht gemacht habe, hat es gefehlt. Aber wenn ich so sage, ich gehe joggen und gehe einmal im Monat, vielleicht einmal alle 2 Monate, gerade 5 Kilometer rennen, hey, das ist so ätzend. Und ich habe natürlich meine Sportkollegen schon, ich könnte meine Schuhe abwetzen, oder täglich eine Viertelstunde Abwetzzeit machen. Das ist so die Art, wie manchmal die Leute stille Zeit machen. Ich muss jetzt das erfüllen, damit meine Bibel ein bisschen verbraucht aussieht. Und ich kann dann den Leuten meine verschwitzten, stinkenden T-Shirt, ich kann sie ja nie waschen, und einfach so tun, als wäre ich ein Megasportler. Aber es bringt es nicht. Ich hoffe, du spürst ein bisschen, was ich sagen will. Lasst das, was ihr wisst. Bleibt nicht auf der Zuschauerbank, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, sondern gönnt rein. Und wenn Gott dir etwas zeigt in deinem Leben, und das Coole ist, dass Gott einem nicht 10 Sachen aufs Mal zeigt, so erlebe ich es ganz häufig. Es gibt immer wieder, dass Gott mir sagt, oh Dani, dort musst du arbeiten. Dort will ich etwas an dir verändern. Vielleicht eine Predigt, die mich angesprochen hat, vielleicht ein Buch, vielleicht meine Frau, die mir etwas gesagt hat, das ist manchmal ganz gut. Andere Leute. Und dort haben wir dann die Chance, zu sagen, will ich jetzt auf Gott hören, wenn er etwas in meinem Leben zeigt oder nicht. Und es ist so gut, wenn wir sagen, lieber Gott, da bin ich. Und wenn du mir etwas zeigst, möchte ich so leben. Wenn du sagst, du bist gekommen, um das Leben in der Fülle mir zu geben, hey, und du mich aufforderst, dass ich das und das mache, dann möchte ich das machen. Die Realität ist, dass wir uns als Christen mega schwer tun damit. Ein Beispiel, ich sage jetzt mal der Klassiker schlechthin, ist das Thema Sexualität. Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass eigentlich über 90%, 95% von den evangelikalen Christen, also so der Kuchen, wo wir drin sind, das bejahen, dass Sex von der Ehe nicht reingehört. Aber eigentlich ganz wenig, das wirklich leben. Und es ist so schade, wenn wir immer das Thema auch, wenn wir es immer von der Seite anschauen, oh, du bist Christ, du darfst das nicht, mai, und wenn du es gemacht hast, oh nein, du bist ein böser Christ und weiss ich was. Um das geht es gar nicht. Da haben wir überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Dass Gott eigentlich, weil er es gut mit uns meint, uns Gebot gibt, weil er uns geschaffen hat und weiß, was das Beste ist. Und dass es darum einfach das Beste ist, wenn wir das machen. Es geht nicht darum, jetzt bist du ein schlechter Christ, jetzt hast du gesündigt, jetzt bist du böse, sondern wenn ich in dem Weg drin bin, wo Gott für mich vorgesehen hat, und ich da in dem Fluss drin bin ich absolut im besten Weg. Aber wir tun es so schwer, wir misstrauen Gott, haben immer den Eindruck, Gott, der will mir einen Strich durch die Rechnung machen, was soll eigentlich der Quatsch, alle anderen erzählen etwas anderes. Wir misstrauen Gott, wir machen uns selber zum Gott, ganz häufig. Und es gibt noch viele andere Themen, wo wir eingeladen sind, radikal zu sagen, Gott, wenn du das sagst, selbst wenn ich es nicht check, warum auch immer, ich möchte mich an das halten. Ich möchte deine Gebote befolgen. Nicht, weil ich ein besserer Christ sein will, nicht, weil ich andere beeindrucken will, nicht, weil es einfach so mühsam ist und ich mache jetzt halt. Nein, weil ich weiß, dass du mich liebst. Weil ich weiß, dass du alles für mich gegeben hast. Weil ich weiß, dass du weißt, was gut ist für mich und weil ich dich genauso lieb habe. Wie können wir auf dem Weg unterwegs sein? Wie können wir das schaffen, auf eine gute Art, ja, die Theorie, die wir in unserem Kopf haben, so wirken zu lassen, dass es in unserem Leben Hand und Fuß bekommt. Ganz kurz 3 Bibelverse, die für mich ganz wichtig sind in diesem Bezug. Römer 12, 1-2, ich finde absolut der Hammer. Leute, die mit mir eng unterwegs sind, haben das sicher schon mindestens einmal pro Quartal gehört. Römer 12, 1-2 sagt der Paulus zu diesen Leuten, das ist auch wieder der Römerbrief, kurz vor wo er sagt, hey, ihr wisst eigentlich alles. Er sagt, hey, ich habe euch vor Augen geführt, liebe Leute, wie gross Gottes Erbarmen ist. Also er hat erst mal gesagt, hey, Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt begriffen, wie gross, wie gut Gott mit dir meint.
Und dann sagt er, und die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer euch angebt. Das ist ein Opfer, wo Gott Freude hat. Das ist der richtige Gottesdienst. Hey, der Gottesdienst findet nicht hier im Connect statt, nicht im Morgengottesdienst statt. Ich sage mal auch, aber nicht nur. Der Gottesdienst findet dort statt, wo du im Alltag mit Gott unterwegs bist und Gott voll Kanne in dein Leben darf bestimmen. Wie machen wir das? Der Paulus sagt eigentlich ganz einfach: Richtet euer Leben nicht länger nach dem Maßstab dieser Welt, sondern lernt in eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und da kommt es ganz cool, ich glaube, das wünschen sich alle, dass wir beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob etwas gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt daran, anders zu denken und lernt, in einer anderen Übersetzung steht, euch verwandeln, euer Denken transformieren. Da ist das Wort drin, das die vom Transformers-Film gebraucht haben. Lernt euer ganze Denken von Gott transformieren, damit ihr lernt zu wissen, was ist Gottes Wille. Hey, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir. Ich ringe mega an mich zu wissen, was will jetzt Gott, was nicht. So ein Vers motiviert mich mega, dass ich sage, hey Gott, ich möchte mich von dir verändern lassen, damit ich besser checke, was ist dein Wille. Weil ich schwimme manchmal und denke, Gott, und jetzt redest du gar nicht und jetzt muss ich es wissen langsam. Und Gott sagt, hey komm, Junge, ganz ruhig, ich komme zu meiner Zeit. Aber ich möchte näher sein bei meinem Gott und für das brauchen wir als erstes Mal auch, dass wir sagen, Gott, ich bin parat, dass du mich veränderst. Du wirst heute nicht heimgehen können und sagen, Gott, jetzt, ab heute tue ich alles von A bis Z in der Bibel befolgen. Hey, vergiss es, hör auf mit so blöden Zielen. Mein Wunsch ist aber für dich, dass du sagst, Gott, ich möchte das Buch studieren, ich möchte mich prägen lassen in Kleingruppen, in den Gottesdienst mit anderen Christen. Und ich möchte heute, wenn es noch nicht heute, schon jetzt bewusst gemacht hast, ich möchte per sofort mich in einen Prozess hineinbegeben, wo du mich jeden Tag verändern darfst. Es geht nicht um die riesen Gym, dass du sagst, jetzt bin ich, jetzt habe ich es. Jetzt bin ich an einem Praise Camp oder was auch immer gewesen und jetzt habe ich meine echte Erweckung erlebt, meine persönlich. Nein, dass du sagst, Gott, ich gebe mich rein, dass du mich darfst verändern. Schritt für Schritt, und manchmal sind das übrigens ganz kleine Schritte, manchmal geht es nicht so schnell, wie wir möchten, aber Gott lädt sich auf den Deal ein. Das ist mega cool. Hey, ich bin so unvollkommen in vielen Sachen. Und das bist du sehr wahrscheinlich auch, weil du bist ein Mensch. Sonst wärst du immer rumfliegen. Und Gott lädt sich auf das ein, dass er sagt, hey, ich brauche keine perfekten Menschen, ich brauche Menschen, die bereit sind, sich auf mich einzulassen. Wie das der Petrus im 1. Petrus 2,9, da tut er auch wieder so schwärmen. Er tut den Leuten vor die Augen malen, was sie alles sind. Hey, ein königliches Volk, ein Priestertum, das von Gott als heilige Nation erwählt worden ist. Ins wunderbare Licht von Gott. Die Leute, die die Bibel geschrieben haben, die haben geschwärmt von diesem riesen Vorrecht, dass wir zu Gott gehören. Und dann sagt er am Schluss, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Eins, lassen wir uns von Gott verändern. Zweitens, lassen wir uns nicht bestimmen von unseren Begierden, allem, was gegen Gott redet in unserem Leben, dass das uns bestimmt. Hey Leute, wir haben ein Hirn bekommen, wir haben eine Entscheidungsfähigkeit bekommen, wir können das entscheiden. Wir sind nicht einfach irgendwelche Tiere oder was auch immer, die nicht können, entscheiden. Du musst bewusst gegen all die Sachen entscheiden, die gegen Gottes Reden, gegen seinen Willen stehen. Dritter Punkt, und damit komme ich schon zum Schluss. Der 1. Johannes ist das Buch, das wir momentan, Andrea und ich, in der Stille Zeit am Lesen sind. Ich finde das mega cool. Das ist so ein Liebesapostel. Der redet ganz Buch über die Liebe von Gott zwischen Menschen. Und da bin ich über ganz einen coolen Vers gestolpert, wo er sagt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Nebst dem, dass Gott dich verändern will,
Nebst dem, dass du herausgefordert bist, nicht einfach deinen Begierden nachzugeben, haben wir die Challenge, dass unsere Beziehungen, und das schließt die zwei ersten Sachen auch ein, Gott widerspiegelt. Und da sagt der Petrus, anscheinend haben die Christen damals schon das Problem gehabt, die Art, wie du mit den Menschen umgehst, soll sich nicht in schönen Wort und Reden erschöpfen, sie muss sich durch das Tun, so wie du handelst, als echt und wahr erweisen. Wie gehst du mit anderen Menschen um? Ich habe vorher gerade mich bei meinem Schwager entschuldigen. Ich habe noch fertig gemacht, wo ich hierher gekommen bin. Es ist nicht immer einfach. Immer wieder verletzen wir Menschen, gehen wir mit Menschen um, wie es vielleicht Jesus nicht Freude macht. Und auch da wieder geht es nicht darum, Mann Gott, du willst einfach, dass ich immer so nett mit allen umgehe, das ist doch mega mühsam. Nein, es ist schon viel schöner, wenn wir mit Menschen in Liebe umgehen. Aber es ist so mühsam manchmal. Manchmal würde man gewisse Leute am liebsten einfach und auf Panama. Das, was wir glauben, soll sich nicht in Wort und Gerede erschöpfen. Es soll beim Thema Liebe, bei jedem Thema Hand und Fuß bekommen. Wenn du wissen willst, wie weit ist deine Erkenntnis, wie groß ist dein Glaube, dann schau überall dort, wo dein Glaube, deine Erkenntnis Hand und Fuß hat. Vielleicht wird es erschreckend sein. Vielleicht willst du gar nicht hinschauen. Ich möchte dir Mut machen, schau hin. Mach mit Jesus eine kleine Auszeit und geh mit ihm über das Thema reden. Jesus, zeig mir, wo bin ich, wo stehe ich in diesem Bezug. Und es mag vielleicht schmerzhaft sein im ersten Moment, dass du merkst, hey, es ist so viel vielleicht auch hohl. So viel hat sich in Reden und schönem Geschnurr ergeben. Aber es greift nicht in meinem Leben. Aber es lohnt sich, wenn wir sagen, Jesus, schau hin. Es tut ein bisschen weh. Aber es ist so cool, dass du mich liebst, obwohl ich vielleicht so einen Mist in mir rein habe. Und jetzt, von heute an, möchte ich nicht perfekt sein. Ich werde es nicht schaffen, Jesus, das weißt du. Aber ich möchte mich in einen Prozess hineinbegeben, wo du mich Stück für Stück verändern darfst. Warum? Weil es absolut das Beste ist. Je mehr wir Jesus ähnlich werden, hey, sind wir dem näher, was Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du immer mehr darfst Jesus ähnlicher werden, weil es absolut das der Weg ist, dass wir das Leben in der Fülle kommen können, wo Jesus für dich und für mich vorgesehen hat. Ich gehe nicht Mission, das heisst nicht, dass ich auch nicht an dem dran bin. Ich bin genau gleich dran wie du. Ich habe vielleicht schon ein paar Jahre mehr hinter mir, wo vielleicht Gott schon ein bisschen mehr hat verschaffen, das ist mega cool. Aber um das geht es nicht, wo wir stehen, sondern es ist die Frage, sind wir parat? Heute und jetzt, vielleicht gleich wie in der Vergangenheit, immer in dem Prozess, wo Jesus mich immer Schritt für Schritt verändern darf. Was wollte ich dir zum Schluss sagen? Falls du es noch nicht mitbekommen hast, sage ich es dir nochmal. Bemühe dich darum, dass dein Glaube Hand und Fuß bekommt. Nicht in einem christlichen Krampf, wenn man als Christ so quasi, jetzt muss ich das und mühsam, jetzt habe ich nochmal ein To-Do mehr vom Dani bekommen. Das ist ja wirklich und das geht es nicht. Sondern weil du im Blick hast, wie gut das ist, wenn man sich auf Gottes Angebot, auf Gottes Weg einlässt. Ich wünsche immer den Blick auf das, wie gut es ist, was Gott uns alles schenken will. Wenn du einen Marathon schaffen willst, musst du das mega im Blick haben, was es heisst, was Feelings hat, dass du durch die Ziellinie kommst. Wenn du eine Ausbildung fertig hast, ist das vielleicht auch schon so gegangen. Du musst mega im Blick haben, was es heisst, dass du das nachher schaffst. Bei mir ist das momentan recht wichtig für meine Ausbildungen, die ich gemacht habe. Weil jede Ausbildung, die ich fertig habe, habe ich meinen Lohn halbiert. Der Karrieresprung geht bei mir lohnmäßig immer bergab. Da muss man mega im Blick haben, warum mache ich das? Für was bin ich da unterwegs? Und auch das gilt auch, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und wenn wir dann im Blick haben, was all das Gute, was Gott für mich parat hat, dass ich in die Bestimmung hineinwachsen darf, die er für mich hat, dann bist du motiviert, hoffe ich, zu sagen, ich möchte meinen Teil geben, dass Gott mich verändern kann. Wie geht das? Indem du konstant in einem Veränderungsprozess bist. Täglich. Und das können ganz kleine Sachen sein. Wenn du einen Wutanfall hast und in dem Moment der Heilige Geist ganz sacht an dein Ohr redet, sagt, hey, hallo, das ist nicht Jesusmäßig. Und du dann sagst, stimmt, ich verzichte jetzt darauf, die Person anzuschreien, obwohl es wirklich ist. Und wenn du so kleine Schritte machst, hey, das wird dich verändern. Such nicht die riesen
Veränderungen. Du musst nicht an einen Anlass reisen, um damit Gott dich verändert. Das wird dich nicht verändern. Wenn du nicht parat bist, dass das, was Gott zu dir redet im Alltag, dich anspricht. Etwas, was ich mir vorgenommen habe, ich schaffe es nicht immer, aber ich probiere es. Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe mich an jemandem schuldig geworden, versuche ich grundsätzlich, mich bei dieser Person zu entschuldigen. Meinem Schwager habe ich vorher noch ein SMS geschrieben. Ich habe gestern jemand anderes mich entschuldigen. Momentan bin ich irgendwie ein bisschen gestresst und muss mich andauernd entschuldigen. Aber ich möchte, dass wenn Gott mir etwas zeigt, möchte ich mich auf das einlassen. Das sind kleine Sachen. Und wenn du bei diesen kleinen Sachen, wo du ganz klar merkst, und darum muss ich dir gar nicht all die Sachen auflisten, wo Gott zu dir redet, und du heute Nein sagst, morgen wieder Nein, dann wirst du genau nicht in diesem Prozess drin sein. Mach es, weil es lohnt sich absolut. Weiter, lass dich nicht von deiner Natur bestimmen. Hey, Gott hat dir eine Fähigkeit gegeben, auch über dein Wesen, über deinen Körper, über die Art, du bist nicht einfach getriebene Wesen. Wir können darüber bestimmen und Gott hilft uns da mit seinem Heiligen Geist. Zum Schluss eine Art, ganz klar, wie sich auch zeigt, ob wir Jesusmäßig unterwegs sind, im Umgang mit Menschen. Das ist eine ganz einfache Methode zum Prüfen, wie fest Jesusmäßig wir unterwegs sind. Und das heißt jetzt nicht, dass du perfektioniert ausrasten musst. Aber eben schaffen wir es dann, uns auch zu entschuldigen, uns zu demütigen. Schaffen wir es vielleicht auch dann, mit Menschen liebevoll umzugehen, wenn es auch uns mega aufregt und wir das Recht hätten, die zu zerfetzen. Du bist mega eingeladen von Jesus, auch da dich auf das einzulassen. Und das ist das, was ich dir wünsche. Du hast viel gehört von mir, von anderen. Ich hätte jetzt dir nochmal eine Theorielektion können sagen, vielleicht irgendetwas, was mir nochmal wichtig war, das gibt es immer wieder. Aber mir ist am Herzen gelegen, dich zu ermutigen, dass das, was Jesus zu dir redet, lass zu, dass es Hand und Fuß bekommt. Es ist nicht ein einfacher Weg immer. Ich muss immer wieder über meinen Schatten springen. Ich muss immer wieder merken, ups, ich bin gar nicht so toll, wie ich vielleicht probiere, mich zu darstellen. Aber es ist so cool, wenn man immer mehr in das hineinwachsen, dass Gott einem zeigt und einfach mit uns dran ist. Amen.